Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Speichert haben wir eine letzte Episode, aber hui, was kommt denn jetzt? Was bist schon du für ein Knödel hier? Nee, halt, ich hab gesagt, du kannst nicht. Huch. Ich sag das. Du weißt, was du machst. Okay. Das war ein komischer, der Hench. Naja, Henchman heißt ja eigentlich sowas wie Handlanger, ne? Von daher ist es wohl einfach nur der Handlanger. 11 Erfahrungen, einen Tech-Punkt und 135 Gold gibt er. Naja, hoch kommen wir jetzt so leider nicht mehr. Huch. Fledermäuse haben wir jetzt hier noch. Verrückte Fledermäuse. Oh, die heilen sich natürlich hier. Also, mach sie schnell fertig, Frosch. Sehr gut. Die halten glücklicherweise nicht so viel aus. Geben auch nicht so viel. Aber ich muss sagen, mit dem Geld aus dem Dungeon, ja, da könnte ich schon reich werden. Oh, das löst einfach nur mehr Fledermäuse aus. Scheiße. Hoch können wir nicht mehr. Ich will wieder zurück. Wie sieht's so aus? Oh, da kommen noch mehr von denen. Und noch 3 von den Handlanger. Aber die Handlanger halten eh nicht so viel aus. Ich finde trotzdem, die Fledermaus sollte man als erstes fertig machen. Frosch, geh bitte auf die Fledermaus drauf. Dankeschön. Sehr gut. Wenigstens einer, der trifft. Die drehen sich ab hier gerade nur etwas dämlich im Kreis, die Viecher. Einer dürfte jetzt hoffentlich platt sein. Nee, noch nicht. Dann Luca macht die fertig. Sehr gut. Dann bereiten wir mal vor. Frosch kann den erledigen. Dann haben wir nur einer, der potenziell noch angreifen kann. So, Luca. Ja, kann noch nicht ganz fertig machen. Und sehr schön. Der ist erledigt. Und es gibt schon ein bisschen mehr. Und Luca hat noch ein Level gekriegt davor. Sehr cool. Okay, hier haben wir einmal Heilung und ein Wässerchen haben wir wieder gekriegt. Auf der Notiz steht kein Durchgang. Das haben wir irgendwie auch rausgefunden. Du beobachtest uns aber was. Ja, war klar, dass dann die Fledermäuse hier aktiviert werden. Okay, mach erstmal die Type hier fertig. Autsch. War nicht auf Luca. Die hält am wenigsten aus. Das ist wie beim Pen and Paper. Ach, immer zuerst auf den Magier und Hexenmeister, weil der am wenigsten aushält, ne? Na, Chrono scheint die wohl nicht so gut zu treffen, hier die Viecher. Oh, die schmeißen uns aber ganz schön in die Gegend rum, die Typer. Das war anscheinend ein Gegenschlag von Frosch. Zack, der ist weg. Frosch, kümmere dich um die Fledermäuse. Mist. Ja, die sind mir etwas schwerer zu treffen, habe ich das Gefühl. Boah, und die ziehen auch ganz schön ab, die Viecher. Aber wenn man sie dann mal trifft, dann war es das eigentlich. So, gut. So wird's gemacht. Oh, das ist nicht schlecht. Also ich glaube definitiv von der Goldausbeute können wir uns hier richtig was Schönes kaufen. Ah, jetzt haben wir hier noch eine Falle entschärft. Hallo, ich will gegen euch kämpfen. So. Okay, Chrono macht die Diablos fertig. Oder zumindest einer davor. Und zwar der Luca bedrängt. Dann so. Und Luca trifft die Kreatur eventuell besser wegen ihrer Fernkampfwaffe. So, auf den. Nee. Du gehst jetzt auch in den Nahkampf davor. So, als drauf, als drauf. Ey, hör auf. Der Frosch hier auszuzuzeln. So wird's gemacht. Ja, wieder gute Ausbeute. Luca hat auch noch Hypnowelle gelernt. Hypnosewelle. Sehr schön. Kommen wir hier raus. Und nochmal gegen so einen Speckmann, der hinterher gewatschelt kommt. Aller hopp. Dann ist es wohl so. Erstmal auf die Fledermaus in der Hoffnung, die zu erschlachen. Gut. Dann müssen wir nämlich mit dem Blutsauger rechnen, der so unglaublich viel abzieht mit seinen 12 bis 13 Schadenspunkte, die er noch macht, um sich selber damit zu heilen. Und das war der Finisher. Perfekt.
Das war ein fixer Kampf. Und er hat noch Slash gelernt, der Chrono. Und Frog, unser guter Frosch, hat nochmal Level gekriegt. Sehr schön. Da kann ich jetzt auch nochmal Dohi gehen. Und kann nochmal die Truhe holen. Einmal Shelter haben wir wieder gefunden. Sehr schön. Und hier wird was bewacht. Offensichtlich müssen wir doch wieder mit der Orgel spielen, dass du bei der Notiz wieder ein Durchgang frei wird. Okay, so, auf die. Du, Frosch, gehe ich jetzt auch nochmal auf den anderen Hansel hier. Und Luca, hilf ihm doch mal. Zack, auf der Wäschung drauf. Und das war's. Chrono, ich würde mal gerne eine neue Technik von dir sehen. Und zwar Slash. Wobei, nee, Zyklon ist, glaube ich, besser, weil es hier wirklich alle drei trifft. Schnitt bzw. Slash, das wird wahrscheinlich alle nur in einer Linie treffen. Dafür müsste ich mich aber anders positionieren. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie das mit dem Positionieren geht. Chrono macht den fertig und Frosch kümmert dich um den hier. Zack und zack. Gut. Das lief doch auch soweit ganz gut. 525 Goldstücke, nicht verkehrt. Und ein Eisenschwert haben wir gefunden. Ist das eventuell für dich geeignet? Nee, Iron Blade nur, die Eisenklinge. Das Eisenschwert ist für dich. Und 2 nochmal besser. Das ist besser als dein Bronzeschwert. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier nochmal die Orgel spielen. Deren Zeit trinke ich noch einen Schluck Wasser. Sehr gut. Wird wahrscheinlich so sein, wie ich mir es gedacht habe. Dann können wir nämlich gleich nochmal an der Stelle hier unser Zelt nochmal benutzen. So. Wir können an der Stelle nochmal speichern, weil ich irgendwie im Gefühl habe, dass da noch ein Bosskampf kommen könnte. So. Und ein bisschen stärker war sind wir ja auch. Muss man auch dazu sagen. Von daher lohnt sich das schon zum Speichern. Dann stürmen wir jetzt mal dort hier. Und natürlich, hier ist eine Tür erschienen. Hey, ihr Speckmänner. Alle hopp. Alle mal auf den drauf. Und, ist er kaputt? Ja, sehr schön. Autsch. 11 Schadenspunkte macht er. Heieiei. Alle nochmal drauf. Okay, das wird in der Restgeber aber. Sehr gut. 22 Erfahrung, 270 Gold und Chrono hat er Level gekriegt. Perfekt. Machen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Schade. Okay, 2 Naga-Ette wieder. Die halten nur 60 aus, ne? Ja. Sehr gut. Und Anna ist tot. Sehr gut. Rechts machen wir mit den 2 wieder. Ja, der Verlangsamungszauber wieder. Der geht auf Frosch. Aber Frosch macht jetzt auch den Finisher. Wie allzu oft. Und tot ist es. Sehr gut. Dann können wir weiter. Ah, nochmal so 2 Henchmen. Ah, ja, wäre nochmal ein Speicherpunkt gewesen. Okay. Konnte ich ja nicht wissen. Ich bin ja nur ein Blind Let's Player. Ich wusste nicht, dass da wirklich was noch kommt. Autsch. Mal 11 Schadenspunkte gemacht. Ah, okay, die können auch wirklich die Position von M verändern. Interessant. Da muss man aufgrund von seiner Position die entsprechende Technik dann anwenden. Das ist nicht schlecht. Okay, dann speichern wir hier nochmal an der Stelle. Yeses, wieder der falsche Knopf gedrückt. So. Irgendwann komme ich auch noch dahin, wie das funktioniert mit der Steuerung. Okay, das schreit jetzt noch Endboss. Bereit, ich mach dich bereit, Königin Lene. Oh, der Kanzler. Du, wie bist du hierher gekommen? Frosch? Majestät, zurück und erlaubt uns die Ehre. Sei vorsichtig. Ich könnte noch drauf wetten, dass der Frosch eigentlich der Sir Cyrus ist. Und das ist jetzt das Jakra wahrscheinlich. Es ist sinnlos zu kämpfen. Niemand wird hier lebend rauskommen. Achtung. Du
dummer Frosch. Es ist Zeit, dass du über die Klippe springst. Änderung in die wahre Form. Und... Jo, Jakra wahrscheinlich, ne? Was ein hassenswertes Vieh. Ach. Ja, hat sich als Jakra rausgestellt. Sieht so ein bisschen wie ein World of Warcraft Wendigo aus. Okay, der erste richtige Bosskampf hier. Probieren wir doch mal Combo, Doubles, Firewhirl. Probieren wir uns mal aus. Mit Luca zusammen. Oh, cool. Okay, das hat schon ordentlich Schaden gemacht. Oh, jetzt trifft er uns alle. Macht aber nicht so viel Schaden wie gedacht. Frosch macht 46 Schaden. Zur Not traf er Gegner-Attacke. Okay. Wir probieren mal den X-Strike zusammen. Ey, cool. So können die zwei Kämpfer, richtig was reißen zusammen. Das ist echt cool. Okay, mach doch mal den Flammenwurf. Okay, das macht nicht so viel Schade wie gedacht. Und der X-Strike machen wir nochmal. Die Jakra-Nadel-Attacke kommt jetzt auf Chrono. So, Frosch. Wäre es dann an der Zeit, ihn zu heilen, würde ich sagen. Okay, so. Wow, Frosch muss jetzt endlich mal an die Reihe kommen. Frosch, bitte. Ich will Chrono-Heiler. Sehr gut. Puh, das wurde echt Zeit. Machen wir richtig drauf auf die Schnut. Und Frosch geht's ja noch am besten hier bisher. Okay, du attackierst. Und ich mag, dass sie nochmal geheilt wird. Mit Chrono kann ich bestimmt noch irgendwas. Zyklon und Slash. Zack. Ja, das wird wahrscheinlich alle in einer Linie treffen. Und jetzt alle nochmal drauf auf das nächste Vieh. Ja, das hat jedem wieder ein bisschen was abgezogen. Und Chrono hau einfach nochmal normal drauf. Und Frosch kann dann Chrono nochmal Heiler. Ah, nicht mehr nötig. Das Vieh ist schon tot. Naja, wenn das das große Problem war, hätten sie das auch vor 100 Jahren schon töten können. Das Vieh ist so besonders stark, ist jetzt auch nicht. 50 Erfahrungspunkte gibt es, 600 Goldmünzer. Für Luca noch ein Level. Sehr cool. Okay, und sie kommt nochmal zu uns, die Königin, die richtige. Ihr seid gekommen, mich zu retten. Danke, Frosch. König wart, lass uns zurück zum Schloss gehen. Danke, Chrono und Luca. Ja, vielen Dank. Bitte schließt euch uns wieder an oder besucht uns. Ich finde die Musik auch sehr cool von Frosch. Okay, was hat's dann hier noch in dem Raum? Ein Mitäther. Mittleres Äther wahrscheinlich. Und der richtige Kanzler hier. Oh, danke, das Monster hat mich hier reingestopft. Oh, Majestät. Wie ihr sehen könnt, bin ich unbeschadet. Okay. Und lass uns zurück zum Schloss gehen. Dann ist das wohl so. Dann kommen wir jetzt auch direkt ins Schloss rein. Und ich habe mir Sorgen gemacht, Lin. Das ist nicht gut. Jakra, das war nicht so besonders gut. Hat sich als mich verwandelt und hat die Königin gekidnappt. Wir müssen ein System in die Justiz integrieren, um solche Teufel hier fortzuhalten. Ich habe versagt, euch zu beschützen, Königin Lin. Ich habe euch entehrt. Frosch. Naja, von meiner Gruppe ist er noch gut genug, würde ich sagen, oder? Und? Euer Timing war perfekt.
wer weiß, was noch passiert wäre, wenn ihr mich nicht gerettet hättet. Und so nebenbei, wo ist das Mädchen, was ihr versehentlich für mich gehalten habt? Oh ja, ich hab Prinzessin Nadja total vergessen. Chrono, wo ist Prinzessin Nadja verschwunden? Sie müsste immer noch da sein. Okay, danke Chrono. Aber was ist mit dem Mädel, was wir im Canyon gefunden haben? Ja, okay, das ist hier wieder das Gebabbel. Der Kanzler ist normal drauf, würde ich sagen. Dann gehen wir dann mal hoch und gucken doch noch Maler. Beziehungsweise noch Nadja. Hier war noch einer hoch, genau. Und wie sieht's aus? Ah ja, da kommt sie wieder. Hi. Und zwar nicht als Königin verkleidet. Hä? Was ist denn passiert? Ah, Prinzessin Nadja. Chrono. Es war schrecklich. Ich kann nicht sagen, was da los war. Mir war kalt. Es war dunkel und ich habe mich einsam gefühlt. Ist das, wie sie es anfühlt, zu sterben? Willkommen zurück, Prinzessin Nadja. Ihr habt euer Leben riskiert, um mir zu helfen? Prinzessin Nadja? Oh oh. Ich glaube, ihr habt's rausgefunden, ha? Entschuldigung, Chrono. Ich wollte dich nicht betrügen. Ich bin Prinzessin Nadja. Mein Vater ist König Guardia der 33. Es hat mir wirklich gefallen, da auf der Kerbe zu sein. Aber wenn du meine Identität gekannt hättest, Chrono, da hätte ich mich nicht mit auf die Kerbe genommen, oder? Nee, falsch, natürlich. Oh, Chrono, deswegen mag ich dich. Die richtig Königin ist sicher, ja? Dann lass uns heimgehen, Chrono. Naja, einfacher gesagt als getan, oder? Und außerdem, eventuell mag Jo Frosch auch noch mit uns gehen. Man weiß ja nicht. Aber sie ist jetzt wieder bei uns in der Gruppe mit dabei. Das heißt, sie müssten wir eigentlich auch ausrüsten. Aber wir sprechen mal mit damit nach. Du bist die richtig Königin, Lene, ha? Du könntest wirklich mein Zwilling sein. Naja, wir kommen besser zusammen klar. Oder ich bin in große Schwierigkeiten. Ich kreuz die Finger davor. Ja, wenn die zwei Kinder kriegen, ne? Entschuldigung? Macht nix. Es wird Zeit zu gehen. Okay, der sagt nun, dass es sicher ist und ist froh drüber. Und irgendwie kann das uns bestimmt wieder zahlen, bin ich mal sicher. Ja, und der ist auch sehr erstaunt, dass es hier die Zwillingsschwester von der Königin sein könnte. Und Fröschel, was sagst denn du hier? Das war meine Schuld. Weswegen die Königin in Gefahr gekommen ist. Ich sollte einfach weggehen. Nee. Was macht er da? Was macht er da hier? Ah, das ist ziemlich ähnlich der Königin, ne? Chrono, du hast ein gutes Potenzial, um ein guter Schwertmann zu werden. Oder ein Kämpfer zu werden. Krieger, Soldat, was auch immer. Alles, was mit Schwert erkämpft. Ach, Froschi, du warst gar nicht mehr so ein schlechter Kerl. Schade, dass wir den nicht mitnehmen können. Das war wohl nur unser Jahr 600 Verbündeter. Schade eigentlich. Na gut, dann gehen wir nochmal durch den Wald zurück. Und kehren nochmal zum Canyon zurück, würde ich sagen. Ah, da kommen jetzt die nochmal. Gucke, was Marle jetzt alles Tolles kann. Die ist ja auch ziemlich schwach jetzt, was ihr Techniker angeht. Techniker, hat sie gar keine parat. Ui, aber sie hat immer hier das Vieh fertig gemacht. Der Rolli-Reiter. Das kann Luca nicht. Ich bin mir irgendwie sicher, dass Marle wahrscheinlich unsere Heilerin sein wird. So als Königin, als Prinzessin und so. Warte mal. Da war doch auch noch so eine Kreatur, die so ein Shelter gibt. Und wie sieht's dann hier jetzt aus? Können wir die Dinger öffnen? Nee, also nicht. Ich habe gedacht, eventuell durch den Tod von Jakra hätte es das möglicherweise machen können. Schade. Na gut. Dann gehen wir halt wieder raus aus dem Wald.
Und wir kaufen nochmal für sie was Ei, weil sie muss auf jeden Fall auch ausgerüstet sein. Ich gucke gerade nur, sie hat Level 6. Okay, doch nicht so schwach wie gedacht. Und sie hat auch Wasser als Element, wie Froschach. Okay, was will ich dann noch kaufen? Hui, da habe ich aber ordentlich Kohle. So, das wäre schwächer. Das kann sie noch tragen. Bronzehelm kann sie auch noch tragen. Haben wir noch Bronzehelm und das Karate-Gedöns für sie. Da haben wir nämlich auch wieder ordentlich Zeug zu verkaufen. So, du kriegst den Bronzehelm. Und das Ding noch. Und das bringt alles nix. Dann würde ich sagen, wir ordnen unser Inventar. Da können wir der rechtliche Käse eigentlich auch verkaufen. Sodele. Das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Genauso wie das Ding. Ja, komm. Und weg damit. Oh, ein Karate-Gi hatten wir sogar noch. Naja, egal. Sodele. Dann ist es wohl wieder zurück. Obwohl, ich mag trotzdem nur bei der Brücke vorbeigucken. Nicht, dass irgendwie der Markus da nochmal einfällt, der Hexer. Nee, anscheinend nicht. Sieht alles wie gewohnt aus. Dann gucken wir doch, dass wir wieder über den Canyon zurückgehen. Und so. Okay, die spielen wieder Fußball hier. Lass mal so mal Fußball spielen. Die sind sowieso mittlerweile zu schwach für uns. Und da kommt noch so ein kleiner Rolli. Ein Polly. Okay. Oh, 99 hält er mittlerweile aus. Heieiei. Oh, das ist doch ein etwas stärkerer Gegner. Den habe ich jetzt tatsächlich unterschätzt. Und dann können sich die Mädels vornehmen. Dann kann... Ui, Chrono ist so gut wie tot. Scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Was zur Hölle? Zerschneiden. Los. Puh, das war jetzt echt nochmal knapp. Verdammt nochmal. Boah, Manometer. Und Marle hat was gelernt. Aura nochmal. Damit Chrono mit ihr zusammenarbeiten kann. Gucken wir da gerade mal bei der Technik. Aura. Ah, das ist ein Heilzauber. Ich habe mir doch gedacht, dass das Mädel eine Heilerin dann ist. Okay. Jetzt gehen wir trotzdem nochmal zurück ins Ausgangsgebiet und hoffen, dass wir ab da wieder uns... Jawohl, da können wir wieder zurück ins alte Gebiet in unserer Zeit. Und wie kommen wir jetzt heim? Majestät, Prinzessin, wir... Nenn mich doch einfach Marle. Na dann, Marle, guck zu. Wow! Luca, du bist erstaunlich. Ist das noch die Wahrheit, hä? Stimmt's nicht? Ich meine... Ach, jetzt genug von der falschen Bescheidenheit. Du bist ein richtiges Geschenk. Ich würde meine ganze königliche Abstammung für dein Genie in einem Herzschlag eintauschen. Also, wenn du das jetzt so sagst, ich nenne das Tor. Es ist so was wie ein Portal, was dich zu einer anderen Ort in eine unterschiedliche Ära bringt. Die sind sehr unstabil. Deswegen habe ich das Prinzip von meinem Teleport benutzt. Um so einen Torschlüssel zu kreieren. Naja, die können wir jetzt benutzen, wie wir Bock drauf haben. Und warum ist es hier so plötzlich erschienen, das Tor? Naja, entweder hat der Teleport was damit zu tun oder irgendwas anderes hat es verursacht. Ja, das wird ziemlich komisch. Wir gehen mal zurück in unsere eigene Zeit. Erlaub, kommst mit, Chrono? Sehr schön. Kommen wir jetzt auch wirklich wieder 1000 nach Christus raus. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das Ding auch richtig funktioniert. Und? Ja, tatsächlich. 1000 nach Christus sind wir wieder zurück. Puh, wir sind zurück. Aber es wird sich zeigen, was jetzt passiert ist, ob man nicht eventuell irgendeinen Quatsch veranstaltet hat, der hier die Zeit beeinflusst hat. Chrono und Luca, warum geht er nicht einfach wieder zum Schloss zurück? Ich würde auch vorbeikommen zum Ofenessen. Entschuldigung, dass ich dich zu dem
dass du das alles durchgemacht hast, mal alle. Machst du Witze? Das war's. Der größte Spaß, den ich seit Monaten gehabt habe. Und ich habe ein paar neue Freunde gewonnen. Und Chrono ist ein Gentleman und bring sie doch heim. Ich habe noch ein bisschen was zu schaffen. Mach's gut, Luca. Willst du mich heim eskortieren, Chrono? Ah, jo. Und hier sieht alles aus wie beim Alter. Ah, der Händler ist sogar auch noch hier. Sehr schön. Ja, Melchior, ich würde gerne was bei dir kaufen. Und zwar das unglaublich teure Ding, was mich auf 3,30 hochpowert. Das würde ich gerne kaufen. Sehr schön. Okay, ja, ich komme dich auf jeden Fall besuchen. Und nein, das Ding will sie immer noch nicht verkaufen, mein Lieber. So, jetzt will ich auf jeden Fall das Stahlsäbel gegen dieses Load Sword eintauschen. Oh, so viel macht das ja auch nicht einen Unterschied. Egal. Es hat auf jeden Fall abartig viel gekostet und ich werde es jetzt genießen, das Ding zu haben. Das andere verkaufen wir jetzt auch noch. Etwa 400 können wir dann verkaufen. Und die Tarnkappe können wir auch noch verkaufen. Ansonsten hat der Kerl ja auch nichts mehr parat. Nein, nach wie vor nicht. Und oh, die anderen Händler sind jetzt alle fort. Das war, glaube ich, der stinknormale... Ah, hier hat jemand gewonnen. Nö. Ich mag jetzt erstmal nicht auf die Renner setzen hier. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich wie so oft auf der Weltkarte am Ende von einer Episode mein Cut und speichere unter dem Kapitel We are back. Wir sind zurück. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, wo wir dann schauen, wie es in unserer Zeit jetzt aussieht und was so alles passiert ist. Da hinten sehe ich nämlich schon den Canyon, wo wir 600 nach Christus rausgeflutscht sind. Schauen wir mal, was auf uns zukommt in der nächsten Episode. Ayan Yankee.